Digga, was nimmt das mittlerweile für Dimension auf dieses Regenbogenglas? Was ist los? Simon Unge hat nochmal auf das Video reagiert. Erstmal Big Baba Küsse an Simon. Ich bin gespannt und bin extrem dankbar für den ganzen Support von Simon und von den ganzen Abonnenten von Simon. Küsse gehen raus an euch alle und wir gehen mal rein in die Reaction, Digga. Wir können mal bei Tanzbrot gleich reinschauen, aber ich wollte erst noch in das Regenbogenglas-Video reinschauen. Maelo hat nämlich ein Video hochgeladen und das Video heißt das Schweizer Regenbogenglas. Ich suche eine Trinkwasserquelle. Maschallah, was ist das? Digga, dieses Regenbogenglas ist ja viel seltener. Es gibt eine Faustregel. In der Schweiz ist alles teurer und deswegen ist das Regenbogenglas aus der Schweiz auch wertvoller. Da Evanio mein Regenbogenglas verschandelt hat, brauche ich dieses Regenbogenglas, Leute. Ich brauche dieses Regenbogenglas. Das Schweizer Regenbogen. Das alte Regenbogenglas ist gefühlt nichts mehr wert. Mein Regenbogenglas hat dafür diese andere Qualität mittlerweile. Meine Fresse, Mann. Glas. Oha, das Schweizer Regenbogenglas. Das habe ich letztes Mal schon gesehen. Glas. Viele Leute würden sagen, dass das nur ein normales Glas ist. Nee, das ist kein normales Glas. Das ist das Schweizer Regenbogenglas. Das ist wertvoller. Das ist wertvoller als das normale Regenbogenglas. Ja. Vor fast 2 Jahren startete in Deutschland eine Aktion bei McDonald's zu diesem Regenbogenglas. Unzählige Videos von Tanzverbot, Simon Unge und Jonah später ist dieses Regenbogenglas absolut legendär geworden. Deutschland hat rund 1500 McDonald's-Filialen, während die Schweiz knapp 150 hat. Oh, viel seltener. Viel seltener. Ich brauche es. Ich brauche dieses Schweizer Regenbogenglas. Und das heißt, Deutschland hat knapp 9-mal mehr McDonald's als die Schweiz. Für mich heißt das also, dass die Schweizer Regenbogengläser mindestens 8-mal wertvoller sind. Chillig, vorhin sage ich knapp 9-mal, jetzt sage ich knapp 8-mal. Perfekt in Mathe, eine 6. In der Schweiz ist eine 6 eine 1 in Deutschland. Als die aus Deutschland. Zusätzlich musst du auch überlegen, dass Schweizer Franken einfach auch geil sind. In dieser Videoserie werde ich das Schweizer Regenbogenglas noch wertvoller machen. Bruder, aber ich brauch das. Ich brauch das. Als es eigentlich schon ist. Ich mache das Ganze so. Ich mache das Ganze noch wertvoller. Und dann vielleicht eine ganze Villa von Simon. Nein, Spaß. Nein, Spaß. Also, ja, da finden wir sicher noch eine Lösung. Und Simon, ich glaube, das wäre eine gute Anlage für die Rente. Ja, das brauche ich. Ich brauche das Regenbogenglas. Ein neues Regenbogenglas. Ich brauche das. Beiseite. Hier in der Schweiz ist es absolut normal, dass die meisten Brunnen Trinkwasser haben. Es heißt sogar, in der Schweiz wird grundsätzlich angenommen, dass ein öffentlich zugänglicher Brunnen Trinkwasser führt, das ohne Bedenken konsumiert wird. Und übrigens, ich habe eine Hose an, ne? Ich habe einfach eine kurze Hose an, also... Na gut, vielleicht könnte ich auch nackt sein. Wäre so ein Problem werden kann. Ich habe Das ist sowieso krank, dass in der Schweiz einfach, dass man aus dem Brunnen trinken kann. Crazy. Mir 5 Brunnen in meiner Heimatstadt Freiburg rausgesucht und werde daraus jetzt trinken. Oha, das edle Schweizer Wasser veredelt das Glas. Und für die sich fragen, ja, es gibt auch in Freiburg in der Schweiz. Aber es heißt nicht Freiburg, es heißt Fribourg. Man kann aus jedem Brunnen trinken. Erster Brunnen läuft nicht, dann suche ich mir halt den nächsten. In der Schweiz, in der Schweiz. Digga, die Schweiz sieht ja schon aus, als wären die alle reich da. Ja. Ich brauche dieses Glas, das steht für Reichtum. Das Schweizer Regenbogenglas steht einfach für Reichtum, Leute. Das steht für Reichtum. In der Schweiz. Digga, wie schön ist die Schweiz, Alter. Der erste Ist das Fribourg? Das ist schön. Brunnen hieß Fribourg, ja? Fribourg, beste Stadt, Digga. Meine Heimatstadt, yes, baby. Da, ich mach das Uncut beim ersten Mal, damit ihr nicht sagt, du fakest das. Let's go. So, ich hoffe, der Fokus spinnt nicht. Let's go, baby. Nice. Ich möchte auch Schweizer Wasser. Na, wobei, ich bin mit dem Madeira-Wasser auch zufrieden, mashallah. Aber ich möchte das Madeira-Wasser aus dem Schweizer Regenbogenglas trinken. Brunnen war dort. Der zweite ist hier. Das Wasser richtig blau, Mann. Nice. Zweiter Brunnen, es windet wie scheiße, darum mein Mittelscheitel komplett am Arsch. Let's go. Und jetzt. Das schmeckt nach einem kostenlosen Abo, Digga. Alles klar, ich frage mich noch, was das soll. Und da ist er doch, der dritte Brunnen. Hä, warum hat die Schweiz so viele Brunnen? Delfine? Es war wirklich krass, weil hier in Freiburg, ich wusste das auch nicht, hier in Freiburg gibt's
So viele Brunnen, 5, das war nur eine kleine Auswahl an Brunnen und diese Stadt, in der ich wohne, die hat nur so 40.000 Einwohner. Also so viele Brunnen für so eine kleine Stadt, finde ich schon krass. Inscope, Digga, hast du Bock auf einen Snack? Zum 3. Mal Wasser aus dem Mund von einem Delfin. Auch das ist in der Schweiz. Absolut sicher und zum Glück windet es auch gar nicht. So, der 4. und vorletzte Brunnen ist gefunden. So, dann gönnen wir uns mal einen gediegenen Schluck. So, Nummer 4. Riecht so ein bisschen nach Urangestein. Der letzte Es ist aus Urangestein gefiltertem Wasser. Brunnen sieht so nice aus. So, Wie er einfach zu irgendwelchen Brunnen geht, das könntest du in Deutschland halt wirklich nicht überall machen oder fast nirgendwo sogar. Einfach zu einem Brunnen, der draußen irgendwo ist und aus dem Brunnen trinken. Ich hätte viel zu viel Angst, dass irgendjemand da was reingekippt hat. Aber in der Schweiz, Digga, da ist das Leben einfach noch anders. Da ist das Leben einfach noch anders unterwegs. Ja, ich glaube, vielleicht liegt es auch ein bisschen an meiner Kleinstadt, aber man kann halt wirklich davon ausgehen, dass an Brunnen, wo nicht daran steht, nicht trinkbar, da kann man draus trinken. Also für mich ganz normal eigentlich, aber für euch in Deutschland oder an die Leute, die Deutsche jetzt sind, schreibt mal unten in die Kommentare. Kann man das bei euch, beziehungsweise bei eurer Heimatstadt oder so, kann man dort aus gewissen Brunnen trinken? letzte Schluck, dann gehen wir noch an eine richtige... Oh, das Glas ist aber schön. Weißt du, was der Unterschied ist zwischen dem Glas und dem normalen Regenbogenglas? Das sieht aus wie so Frosted. Das ist Iced Out. Oh mein Gott. Das ist ein Iced Out Regenbogenglas. Seht ihr, das ist so Frosted. Das sieht aus, als wäre es so eingefroren. Ja, Das ist schon sehr wildes Regenbogenglas. Und es ist auch noch ein geiles Feature. Ist auch noch. Ich bin gefühlt Marc Gebauer, wenn ich dieses Glas so vorstelle. Nee, es ist auch so matt. Also matte Oberfläche und das ist richtig nice. Es darf einfach nicht kaputt gehen, dieses Glas. Quelle. Köstlich, schmöchtlich, lass ein Like da. 5 von 5 Brunnen. Check. Digga, ich lache einfach über meinen eigenen Joke, lache ich. Das war's komplett. Schweizer Vieh. Einfach matt. Matt ist sowieso meistens geiler als glänzend. Nächster Digga, so länger ich das angucke, so mehr brauche ich das Glas. Tag und wir sind jetzt am legendären Ärgerer mit dem Regenbogenglas. Und heute ist die Challenge, diese Quelle hier zu suchen von diesem kleinen Bach. Was bei Monte der Ilsebach ist bei mir die Ärgerer. Ich muss Die Ärgerer. aus der Quelle mit dem Regenbogenglas trinken. Oh mein Gott, er geht die ganze Quelle hoch. Das Glas wird nur wertvoller. Für jeden Schweizer Brunnen, den er berührt hat, wird das Glas nur wertvoller, weil es jetzt das heilige Schweizer Wasser da drin eingefangen wurde. Okay, mal gucken, wie lange er zur Quelle braucht. Und kommt die Quelle einfach aus dem Berg oder was? Kann mir eigentlich jemand sagen in den Kommentaren? Ja, wo denn sonst? Also, irgendwo muss ja so ein Fluss entspringen. Hier bei mir war es jetzt so, da ist jetzt schon ein kleines Flüsschen oder ein Bach, aber das geht dann so, keine Ahnung, 20, 30 verschiedene kleine Äste von ganz, ganz kleinen Bächen. So formt sich dann halt über den Berg so ein Bach. Warum die Steine Ist die Erklärung. hier so rot sind? Wir sind jetzt so ein bisschen mit Karten am Suchen, wo hier so eine Quelle sein könnte. Das sind so verschiedene Arme, die natürlich alles dann in den Bach reinführen. Aber hier haben wir vielleicht was gefunden. Richtiges Video auf Fritz Meinecke angelehnt. Let's go, baby. Hier, keine Ahnung, hier würde ich jetzt noch nicht draus trinken. Sieht aus, als wäre Öl oder sowas da drin. Oh. Doch, wasserverseucht auf der Schweiz. Aber hier oben ist nichts mehr. Keine Industrie, Ich denke, es ist einfach nur dieses schlammige Wasser, was es so ein bisschen trüb macht. kein gar nichts. Hä? Ja, ich bin auch eigentlich einfach dumm. Ich habe keine Ahnung, Mann. So, hier hinten, das war absolut gar nichts. Wir gehen noch ein bisschen weiter den Berg hinauf. Lehm ist das. Vielleicht finde ich dort irgendwas, was einer Quelle so ein bisschen näher kommt. Wir suchen gefühlt schon 20 Minuten und alles, was wir finden, ist so eine Sandbank. Aber hier ist nix von der Quelle in der Nähe. Wir müssen noch weitergehen, Digga. So, wir haben jetzt so einen kleinen Ast gefunden, Oha. der dann in die Ehrenbruder Ärgerer führt. Und wir In die Ehrenbruder Ärgerer. Digga, was ist das für ein Flussname? Ärgerer. Ey, der ist ein Ärgerer, der Lukas im Kindergarten ist ein Ärgerer. gehen jetzt diesem Ast Ach, stimmt. Auf Deutsch heißt das ja ärgern. Ja, der ist mir noch nie in den Sinn gekommen. Hä? entlang bis dort, wo er
dort, wo er entspringt halt. Ja, und dann trinke ich daraus. Wir sind mittlerweile bei 1250 Höhenmeter. Hier Meter über dem Meeresspiegel. irgendwo müsste doch endlich eine Quelle sein, Digga. So eine Stunde ungefähr suchen wir jetzt und langsam kommen wir der Sache näher. Aber jetzt geht's hier noch hoch. Steigung des Grauens. Normalerweise bin ich nur am PC, was ist das? Früher bin ich übel nicht gern wandern gegangen. Aber heute, es macht noch Bock, Digga. Also Real Talk. Ich werde langsam zum Boomer, so wie Dena. Dena mit Kai Pflaume. Das war das Beste. Das war das beste TikTok überhaupt. Wie steil soll es sein? Die Ärger? Ja. Holy shit, Digga. Hast du auch gerade gehört? Ja, Mann. Ich glaube, das war ein Wolf, Digga. Nee, safe nicht. Safe nicht. Nee, stimmt. Das war Leon Mascher, der Werbung für Hydra Hype macht. Mashallah. Leon hat das gut hops genommen. Das muss man einfach zugeben an dieser Stelle. Wir sind mittlerweile gefühlt auf 1788 Meter. Ich glaube, wir haben was gefunden. Es kommt hier straight aus der Erde raus. Die Quelle sind hier so 2 Löcher im Boden. So, wir haben jetzt was gefunden. Hier kommt das Wasser, nämlich direkt das Wasser aus der Erde raus. Das ist auch kein Rohr oder so, das ist einfach so ein Loch. Da sind wir jetzt also mit dem heiligen Regenbogengral. Und hier ist die Quelle. Oh mein Gott. Dadurch ist das Glas einfach noch wertvoller, weil es das heilige Quellwasser beinhaltet. Ich nehme jetzt ein bisschen Wasser hier raus, aber damit ich es noch gesagt habe, wir kochen das Ganze ab. Ist mir auch scheißegal. Ist mir auch scheißegal. Warum kochen wir das Ganze ab? Ist zur Sicherheit. Ich habe in 2 Tagen die Impfung und ich habe wirklich absolut gar keinen Bock, die Impfung nicht machen zu können, weil ich die Scheißerei habe. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Darum kochen wir das Wasser noch schnell ab und dann trinke ich das Ganze. Ich bin ja trotzdem an der Quelle. Wir machen keine Fake-Scheiße, ich sag's einfach. So, Ehrenmann, dass er es sagt. hier in die dunkle... Ja, safe. Also ich wollte wirklich, ist auch ehrlich sagen, weil ich mache da hier auf dicke Hose, ja, ich gehe jetzt ja da an die Quelle, Digga, trink das Wasser. Und dann, wenn ich das Ganze dann einfach so gezeigt hätte, als ob ich das Wasser trinken würde, aber es noch abgekocht hätte, wäre ein bisschen wack gewesen. Darum einfach mal, wollte ich einfach sagen. Grotte, Digga. Oh, hoffentlich kommt jetzt kein Tier, Digga. Holy shit. Hab schon ein bisschen Angst, muss ich sagen. Oh mein Gott, frisches Quellwasser aus der Schweiz. Es ist ein bisschen Erde ist drin, aber geht. Sieht richtig klar aus, aber der Schein kann trügen, Digga. Darum jetzt mal abkochen. Jetzt kochen wir das Ganze in so einem Notkocher ab. Dann nehme ich hier die Ehrenbruder-Tasse und dann das heilige Wasser. Ehrenbruder-Tasse, warum sage ich solche Sachen? Oha, dieses Glas. Ich mach voll, oder? Ja, ja. Das frische Quellwasser haben wir jetzt hier abgefüllt und das kochen wir jetzt auf, damit Viren und Bakterien absterben. Sobald das Ganze dann kocht, schütte ich dann die Hälfte hier rein, damit ich das Ganze so ein bisschen desinfizieren kann, weil ich ja jetzt das dreckige Wasser hier reingefüllt habe, wie so ein absoluter Two-Head, Digga. Die andere Hälfte lasse ich dann kühler werden und dann trinke ich da Wie so ein absoluter Two-Head. raus. Die Aussicht hier mit dem Regenbogenglas, richtig, richtig nice. So ein Ausflug mit dem Regenbogenglas, richtig nice. Einfach ab jetzt nur noch mit Regenbogengläsern Ausflüge machen. Ohne dieses Glas hätte ich diesen Ausflug niemals gemacht. Ohne das Glas wäre der Ausflug auch Der Typ sagt die Wahrheit. nur halb so geil. Ist einfach so. Aber es sieht richtig nice aus. Oh ja, das war übel entspannt. Wir haben da dort noch so eine halbe Stunde oder so einfach so gechillt. Einfach die Vögel zwitschern gehört und es war einfach, also raus in die Natur, ein bisschen abschalten. Sehr, sehr schön. Tut wirklich gut. Das ist echt schön. Die Schweiz ist sowieso sehr schön. Ich mag einfach Regionen mit so Bergen und so. Finde ich sehr, sehr schön. Zum Glück hat Madeira viele Berge. Das Safe, Wasser ja. kocht, wir kommen der Sache ein bisschen näher. Ich habe jetzt schon ein bisschen abgekochtes Wasser hier reingetan und so ein bisschen einfach das Glas desinfiziert. Und jetzt ist hier noch... So funktioniert das Desinfizieren. Also, das machen Ärzte auch auf dem OP-Saal. Wenn da zum Beispiel eine offene Wunde ist, im Bauch, da hat jemand so einen Schuss in den Bauch bekommen mit einer Knarre und der hat so einen Schuss in der Lunge und dann muss der Arzt operieren. Was macht der Arzt?
Er kocht sich Wasser und kippt das so in den Körper rein. Dann ist alles desinfiziert. Beste Leben. Ja, ey, Digga. Ja, okay, komm, scheiß drauf. Rechtfertigung, scheiß drauf. War auch wirklich ein guter Vergleich, muss man sagen. Kappa. So dumm kann keiner sein. Ich lasse das jetzt noch ein bisschen abkühlen, weil ich will mir nicht die Fresse verbrennen. Und Aber jetzt einfach so kochen, trinken, das wäre auch stark. dann sehen wir uns, wenn ich dann das Teufelsgebräu trinke. Meine Damen und Herren, ich kann es nicht fassen. Wir sind irgendwo in den Schweizer Voralpen mit dem Schweizer Regenbogenglas und meinem Ehrenbruder Ärgererbach. Mit Ärgererbach. dem Quellwasser haben wir jetzt abgekocht und es ist jetzt nicht mehr so heiß. Und ich würde sagen, wir gehen rein in die Geschmacksprobe, Digga. Oh Mann, bin ein bisschen aufgeregt und für diese Aufregung lass doch ein Like. Let's go, wir gehen rein in die Masse. Ein Schluck Schweizer Quellwasser. Ey, wenn ich das jetzt nochmal sehe, Digga, ich hätte doch einfach die ganze Kacke reinhauen sollen, hä? Es ist halt Wasser. Es riecht nach nichts, es ist gut. Also ich nehme noch einen Schluck. Wir gehen rein. Ich habe keine Ahnung warum, aber ich mache so eine Grimasse, Digga. Aber es ist eigentlich gut. Es ist eigentlich gutes Wasser. Das Schweizer Regenbogenglas ist jetzt offiziell auch an einer Quelle gewesen. Mashallah. Ich brauche genau dieses Glas. Kein anderes. Dieses Glas mit der, was in der Quelle war. Simon, ich habe jetzt das einzige Schweizer Regenbogenglas. Ich bin schon Kunde. Du brauchst mir gar nicht mehr schmackhaft zu machen. Ich will's haben. Das Ding ist halt noch der Preis. Ich weiß nicht, ob du dir... Ja, komm. Das auch schon bei einer Quelle war und daraus getrunken wurde aus einer Schweizer Bergquelle. Ich glaube, ich habe jetzt das wertvollste Regenbogenglas. Im Aber das möchte ich haben. Ich möchte es haben. Ja, okay, okay. nächsten Teil machen wir den Hasen noch wertvoller. Oh mein Gott, wie kann er den Hasen noch wertvoller machen? Er war schon an der Schweizer Quelle. Oha, das Schweizer Regenbogenglas. Ich träume schon so lange vom Schweizer Regenbogenglas. Ich brauche es. Findet mir diesen Jungen. Alle Schweizer, die gerade zugucken. Findet diesen Jungen. Ich brauche das Glas. Ich gehe nie mehr an den Ärgererbach, ich sag's wie es ist. Oha, das brauche ich. Ich habe schon damals gesagt, ich brauche das. Aber jetzt brauche ich es wirklich. Weil jetzt ist nämlich Dings. Jetzt hat mir Evanio mein Regenbogenglas geklaut. Jetzt brauche ich das. Das brauche ich für meine Rente. Mashallah, checkt mal aus. Ey, Digga, das ist wirklich ganz eine wilde Nummer. Es geht auf jeden Fall noch weiter. Mein zweites Video, das kommt dann die Tage. Also ich glaube Montag, Dienstag, Mittwoch oder so kommt das nächste Video. Und das wird auch nochmal, da werde ich das Ganze auch noch wertvoller machen. Und dann das dritte Video, das schiebt aber ganz anders. Ich muss mich bedanken bei Simon. Ich muss mich einfach für diesen riesigen Support in letzter Zeit bedanken. Küsse. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass das so ein großes Thema wird und dass Simon so Bock auf dieses Glas hat. Big Baba Kuss geht raus an euch. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da, würde mich sehr, sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.